Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig, direkt hier im Händlerviertel. Trifft sich doch ganz gut. Kommen wir erstmal zu der Küche. Verkaufen wir eine ganze Quark. Das war's. Dann können wir auch noch beim Mechaniker, ne, der Mechaniker upgradet hier gar nichts. Bei dem können wir nichts machen, außer tanken, ne, und reparieren. Ja gut. Stellen wir unser Bike halt mal hier ab. Wir gehen nochmal zum Händler. Ich hab da mal eine Frage. Jetzt haben wir nämlich ein paar schicke Sachen. Ostküste so weit hier draußen. Um ehrlich zu sein, ja. Ich habe mit einem Kerl aus Long Island gedient. Der Cowboy. Echt krass, oder? Ich sag dir was, Mann. Bevor das alles anfing, hatte ich diese Internetseite. You need guns, I got guns.com. Oh Mann, heilige Scheiße. Daher kenne ich dich. Du hattest eine Fernsehsendung. Mein Alter hat sich die früher mal angeschaut. Hey, der gute Mann hatte Geschmack. Ganz genau, das war meine. Ich war im ganzen Land unterwegs. Auf abgelegenen Waffenshows, Flohmärkten und so weiter. Ja, abgelegener als hier geht's wohl nicht, oder? Da hast du wohl recht, was? Okay, also wir könnten uns als Primärwaffe der Cowboy holen. Das ist sowas wie Winchester wahrscheinlich, ein Gewehr, ne? Ich bleibe beim Maschinengewehr, da muss ich sagen, das hat jetzt mehr Magazin und mehr Schaden. Ich hab zu tun. Ich hole mir jetzt erstmal den Chicago Chopper. Das wird wahrscheinlich laut wie die Sau sein, besser für den Nahkampf geeignet, als Primärwaffe. Das holen wir uns. Das nenne ich ein Eisen, ne? Ich meine ja nur. Dann holen wir uns noch der Eliminator. Der hat zwar weniger Magazin, macht aber mehr Schade und Mannstoppwirkung. Du bestehst nur auf deine Waffenrechte, stimmt's? Und als Spezialwaffe holen wir uns diesen fetten Oschi BFG .50. Das ist meine Knarre. Aber hallo. Hä? Ah, okay. Okay, ja, das ist der hier. So, dann haben wir Dento, der Chicago Chopper. Das ist halt so fettes Standard MG von der Gangster aus der 40er Jahre, so sieht's aus. Wir sehen uns später. Jo. Wir haben jetzt auch erfahren, dass der Internetzeit gehabt hat, und zwar sehr überhaupt nicht Redneck-mäßige Waffe-Site. Sergeant, was macht das Leben? Ein bisschen was verkaufen. Alles klar. Hast du Beute zum Tauschen? Nein, ich will eigentlich eher weiterfahren. Pass gut auf dich auf. Dankeschön. Und... Ach Quatsch, der ist ja schon hier. Ha. Dann liefern wir das Zeug noch aus. Gucken wir mal, was der mit dem Styropor so macht. Okay. Hey, ich habe die Sachen, die Sie haben wollten. Oh, gut, gut. Stell sie da hinten hin. Gib mir was davon. Okay. Sehr gut. Und wie läuft es so mit Lieutenant Whittaker? Wie meinen Sie das? Ich sehe dich kommen und gehen, Mann. Du machst ganz schön viel für sie. Ja, ich mache nur meinen Job. Okay, Mann. Tja, hab's mal bei ihr versucht, als ich hier neu war. Ach, wirklich? Oh ja, Kumpel. Ich meine, sie hat echt einen tollen Arsch. Da stehe ich drauf. Ich konnte nicht anders. Ja. Und wie ist es gelaufen? Nicht so gut. Ich meine, sie warf mich zu Boden und wollte mir den Arm brechen. Hör zu. Du musst bei ihr echt aufpassen. Sie hat Temperament. Tja, ich werde es mir merken. Brauchen Sie sonst noch was? Nein, aber nimm die und komm mit. Sie hat einen tollen Arsch. Ja, das gefällt mir nicht so. Napalm Molotov, na endlich! Kriegen wir die Dinger jetzt? Hat sich so gelohnt, dass wir die ganze Side-Quests gemacht haben. Kriegen wir endlich mal die Dinger, sehr geil. Styropor ist ein aromatischer Kohlenwasserstoff. Benzin besteht aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen. Zungenbrecher. Egal, wenn man das mischt, spalten sich die Molekülketten in einzelne kovalente Bindungen. Mhm. Ja, das weiß doch jeder. So. Achtung.
Aha, tolle Müllverbrennung. Das ist so richtig CO2, kontra CO2, ne? Ja! Das, mein Freund, ist ein Napalm-Molotow und damit werden wir den Krieg gewinnen. Ich arbeite noch an der Formel, aber irgendwann ist das Zeug heißer als ein Schweißbrenner. Ho, Weißt du, wie heiß das ist? Ja, kannst mir vorstellen. er hat selber abkriegt am Arm. Hab in der Werkstatt gearbeitet. Sonst noch was? Nee, Mann, alles gut. So verdammt nah dran. Kaboom! Fliegt in die Luft und brennt, Mann! Wir reißen ihn den Arsch auf! Sehr cool. Ich hab's mal bei ihr versucht. Zu 58% Wizard Island 550 Vertraue, ein guter Soldat 61%, 43% lass es hochgehen. Nur ein weiterer Anforderungsschein. Fahre zur Position. Das ist nochmal wieder bei Sarah, ne? Wir haben jetzt aber wahrscheinlich nicht das Rezept kriegt dafür. Nee, wir sind noch nicht dran. Okay, dann muss ich die Quest für Weaver weitermachen, oder für Sarah. Und dann kriege ich die Napalm-Molotovs. Ja, sehr geil. Also was wir jetzt noch machen, bevor wir das noch von Sarah uns holen, ist, dass wir nochmal zur Werkstatt schnell fahren und nochmal tanken und reparieren. Das machen wir jetzt noch. So. Deacon, Corporal St. John. Schön, dich zu sehen, Mann. Weil wir haben ja... Wir haben ja unser... Dick, Corporal, wir sehen uns, Mann. Wir haben ja unser... Na? Was wollt... jetzt habe ich schon vergessen, was ich sagen wollte. Wir haben unser... Keine Ahnung was. Egal. So wichtig wird es nicht gewesen sein. Ja genau, wir haben ja unsere Waffe gekauft und dann erst wieder in was anderes rein investieren. Okay, jetzt geht hier wieder der Wechsel los von Nacht zu Tag. Dann schauen wir mal, was wir für Sarah machen können. Sarah. Ja, leg's auf den Tresen, bitte. Okay. Es tut mir leid. Es ist manchmal einfach wirklich frustrierend für mich. Das wusste ich nicht. Ja, gib mir noch einen Anforderungsschein. Nein, weißt du was? Ich werde dir den hier nicht geben. Was? Warum nicht? Weil ich dich diesmal begleite. Gehen wir. Ein weiterer Anforderungsschein. Folge Sarah zu dem Zelt. Ja, klar. Wann warst du das letzte Mal draußen? Ich meine, draußen in der Außenwelt. Hey, ich habe Sachen besorgt wie alle anderen auch. Aber es stimmt schon, es ist eine Weile her. Okay. Hast Ah, du die überhaupt darf ein dann Bike? auf dem Hügel leben. Ja, aber... Ich glaube, ich fahre lieber bei dir mit. Dann werden wir nicht voneinander getrennt. Ja, Ma'am. Hör auf mit... Hey, warst du schon in der Arche? In den Höhlen hier. Ja, es gab die große Besichtigungstour. Mit dem Colonel persönlich. Komm schon, selbst du musst ihm einiges zugutehalten. Seine Vision, ich meine, er versucht zu retten, was wir können. Tja, eins ist sicher. Diese Insel hier ist eine Festung. Wer hier rein will, muss schon einen Wahnsinnskampf liefern. Das stimmt Ganz wohl, genau. ja. Hier, Okay, sie das pennt ist dann mein auf dem Zelt. Hügel. Aber sie, ja, pennt schon mal besser gestellt als Deacon mit dem Mannschaftsgrader. Wow, wie nett. Man sieht den weiblichen Touch. Genau. Ich bin fast nie hier. Die meisten Nächte verbringe ich auf der Liege im Labor. Schau dir das an. Ein nützliches Ding. Das war ein Geschenk von Matt, als ich hier ankam. Matt. Der Colonel. Ach, Mann, komm schon, Deacon. Ist nur eine Waffe. Naja, du musst aber wahrscheinlich auf jeden eifersüchtig sein, weil so hübsche Frauen sind selten in einer Postapokalypse. Okay, Okay, gehen wir hier lang. Ich zeig dir was. Ich komme schon. Als ich herkam, hatte die Miliz fast jeden Baum auf der jetzt Insel kommt die gefällt. Sonne. Ich bat Matt, den Colonel, den letzten zu verschonen. Ach ja, und warum hast du das getan? Erinnerst du dich an unser Wochenende hier am Crater Lake, nach unserer Hochzeit? Boozer und Joni.
Ja, ich erinnere mich. Hey, ihr habt viel Bier getrunken. Ich wusste das nicht. Egal. Auf jeden Fall dachte ich, als der Mount Mesama ausbrach, wie lange dauert es wohl, bis die Lava kalt war, der Boden sich formte, die Bäume wuchsen. Wenn alles vorbei ist, wenn wir die Insel verlassen, soll hier wenigstens noch ein Baum stehen. Hör zu, diesen Leuten hier ist das alles scheißegal. Ich war in ihrer Todeszone. Naja, der Colonel will den Krieg gewinnen. Und wenn meine Arbeit erst einmal erledigt ist, muss er nichts mehr niederbrennen. Ja. Aber Alter, ist das eine Waffe, die ich da hab, ne? Diese Scharfschützewaffe. Ist das ein Oschi, Alter? Sogar für Militärstandard ist das übertrieben. Was ist? Nichts, nur... Schon gut. Halt dich fest. Ich erinnere mich. Vielleicht weckt das ja wieder alte Gefühle in ihr. Damit es doch nicht umsonst war, sie gefunden zu haben. Östlich von hier gibt's ein Community College. Beim Highway. Kennst du das? Ja, nehmen wir die Südbrücke. Das geht schneller. Sehr gerne. Okay. Vielleicht kommt sie auch mal ein bisschen aus sich. Oh, das geht voll ins infizierte Gebiet hier wieder. Hoffentlich kommt Sarah mal aus sich raus, wenn wir dort draußen sind. Ich muss das fragen. Dieses Zeug. Die Hefe und das Silikon. Wozu ich das brauche? Die Waffe, an der ich arbeite, ist ein Viruzid. Ich will den Virus, der die Mutation auslöst, isolieren und zerstören. Okay. Wie die sofort mit einem Hechtsprung weggeht. Ach ja, NSCs. NSCs sind toll. Okay. Die machen hier wieder ja tägliche Übungen. Aber offensichtlich bewirtschaften die nichts. Die Henke eigene Felder. Das sollten sie dringend machen. Die sollten auch die Rekrute die Felder bestellen lassen. Sonst gibt's nichts zu fressen. Dieser Nacht in Farewell. Was ist... Ich meine, wie seid ihr entkommen? Naja, das war echt ziemlich knapp. Als die Cops weg waren, fingen die Leute, also die noch lebten, an, Straßensperren zu bauen und alle abzuknallen. Irgendwie schafften wir es zu diesem Flüchtlingslager. Wir dachten, du wartest auf uns, aber wie gesagt, es war weg. Und in den anderen Lagern das Gleiche. Keine Überlebenden, alles überrannt. Also, in nur einer einzigen Woche wurde das Tal zur Kriegszone. Die Leute töteten, um an Essen zu kommen, und manchmal töteten sie auch völlig grundlos. Hätten Buser und ich nicht zusammengehalten, wir hätten es nicht geschafft. Warte, Buser, er lebt? Wo ist er? Was ist mit ihm passiert? Ja, er lebt, aber er ist in einem Camp im Norden. Er kann nicht mehr fahren, weil er einen Arm verloren hat. Aber er lebt. Ich bin so froh, dass er lebt. Es tut mir leid, ich hätte früher nach ihm fragen sollen. Es ist alles gut. Okay, ich bin dran. Hör zu, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber dieser Abend in Farewell, mein Mongrels Ring, hast du ihn noch? Deacon, es tut mir leid. Richtlinie des Colonels. Sie konfiszieren deinen Schmuck, wenn du ins Camp einziehst. Sie schmelzen das Gold und Silber ein. Okay. Wie was Projekt oder was auch immer. Hab gar nicht mehr daran gedacht. Es tut mir wirklich leid. Nein, mach dir nichts draus. Keine Ahnung, ich habe nur laut gedacht. Unwichtig. Das wollte sie jetzt nämlich noch ausretten lassen, bevor wir hier in die nächste Filmsequenz reinjagen. Aber offensichtlich hat Curry der Ring so gut gefallen, dass der es kriegt hat. Okay, jetzt wissen wir auch, wie der Drakomme ist. Das ist sehr gut, weil ich möchte nicht glauben, dass Curry ein Arschloch ist, weil der hat auf mich einen sehr sympathischen und guten Eindruck gemacht. Okay, schauen wir mal, was jetzt kommt. Warst du schon mal hier? Einmal, bevor... Du weißt schon. Berufsinfo. Ich sollte einen Vortrag über aufregende Berufe in der Biochemie halten. Gott. Was? Gar nichts nur. Ich hätte lieber darüber reden sollen, wie man den Weltuntergang überlebt. Na los.
Okay, na dann. Jetzt haben wir eine neue fette Sollen Waffe. wir da durchkommen? Versuchen wir es außenrum? Nein, warte, ich kann dich hochheben. Okay, dann hier. Bist du bereit? Ja. Das ist ja das Gute, wenn man noch einen Geht's? anderen Charakter dabei hat. Kann man so Aktionen hab's. drehen. Da wäre ich dann beim ersten Mal sowieso nicht durchkommen. Das heißt, Hier, jetzt öffnen wir hier Vorsicht, überhaupt erstmal die Alles Passage. klar. Okay. Ah ne, die Passage wird nicht geöffnet. Da kommen wir nach wie vor nur zu Fuß hier. Scheiße, was ist hier passiert? Das hier war eins der ersten Camps. Es wurde aufgebaut, bevor man wusste, dass die Horden die Highways so lieben. Als ich herkam, war es längst ausgelöscht. Dieser ganze Ort muss vor Freaks nur so wimmeln. Weißt du, wo wir hin müssen? Wie gesagt, ich war nur einmal hier, aber das Forschungsgebäude müsste dort sein. Okay, Polizeitruck. Jetzt habe ich natürlich keinen Schalldämpfer gekauft. Das Ding bin ich immer gespannt. Krabbler. Das wird lustig. Ach, verdammt, Krabbler. Okay. Oh, Moment mal. Was ist? Ich will lieber kein Aufsehen erregen. Wer weiß, was da drin ist. Wir wissen, was drin ist. Verdammte Krabbler. Komm, wir gehen außen rum. Bäh. Ich die jetzt eigentlich lieber eliminiere. Nein, wer auch immer hier gelebt hat, hat alles ziemlich gut verrammelt. Wie wäre es hier durch? Die Tür ist verschlossen, aber nicht verrammelt. Kriegst du sie auf? Ich versuch's mal. Ich glaube, ich könnte das... So, Biker-Trick 5. das war's. Hier durch. Sieht gut aus. Komme. So, erstmal die Lampe anmachen, ne? Nichts zum Plündern. Hier, pack mal mit an. Moment, okay. Na dann. Okay, bereit? Schieb! Okay. Bist du bereit? Los geht's. Oh, Scheiße. Los, zurück. Wir finden einen anderen Weg. Nein, warte mal. Wir schaffen das. Was? Wir schaffen das. Wenn wir beide da rausgehen, locken wir sie nur alle zueinander. Also, warte mal kurz. Was, wenn du da oben raufsteigst und mir dann von da Deckung gibst? Du übernimmst die Streuner, ich erledige den Rest. Bist du ganz sicher? Ja. Ich mach das andauernd. Du darfst nur nicht aufhören zu schießen, okay? Deacon. Wenn ich durch bin, machst du jetzt zu. Okay. Wir schaffen das. Okay. Vor allem, ich mach das andauernd. Mach sie fertig! Nein! Deacon, pass auf! Kann ich endlich Sie von mal... Hals! Komm schon, das packen wir! Jetzt kann ich endlich mal das Ding verwenden. Komm schon, ihr Dreckskerle! Und der schießt sich verdammt gut. Ja, komm weiter. Alles sauber. Alles okay? Das war's schon. Das war echt ein bisschen zu knapp. Die hatten keine Chance. Der Er Lärm legt wird sich noch mehr mit anlocken. mehr A. Ja, aber dann sind wir längst weg. Wohin jetzt? Ich Kemult weiß nicht. College. Die haben hier alles verbarrikadiert. Kemult College wird einmal das Ganze sein, ne? Sehen wir mal, ob irgendwo ein Loch in den Wänden ist zum Hochklettern. Okay, ich sehe mich hier um. Mach das mal. Ich glaube, da ist was, aber du müsst mal hochklettern. Hey, hier drüben, ein offenes Fenster. Ich komme. Ja, genau, das habe ich gemeint. Und hoch mit dir. Jetzt kommt die Sonne hier bei mir auch noch raus. Geht das? Ja, alles klar. Moment, ich suche was für dich. Sarah! Warte, ich suche was, das ich runterwerfen kann. Oh, Scheiße! Ein Deacon!
Scheiße, scheiße, scheiße! Verdammt! Such einfach was zum Hochklettern für mich! Bin dabei! Ups. Ach so, okay. Ich habe gedacht, bei ihr wäre die Horde. Aber es sind nur so ein paar einzelne Gammler. Nicht ohne meine Ohren. So. Jetzt aber. Aber ohne meine Ohren gehe ich nirgendwo hier. Oh Gott, warum lachen wir? Ich weiß nicht. Weißt du, du wolltest mich doch immer überreden, wieder zur Schule zu gehen. Oh, naja, Jetzt hast du es endlich geschafft. besser spät als nie. Oh, okay. Danke. Bereit? Dann los. Man darf gespannt sein. Okay. Hier, diesmal gehe ich zuerst. Ja, Ma'am, wie Sie wünschen. Okay, Wie nach das einem Bombenangriff hier. sah mal schon noch nicht aus. Ja, vielleicht war es einer. Na los, ich glaube, hier geht es rein. Okay, hier durch den Vorlesungssaal. Die Tür klemmt. Ja, lass Nein, mich, geht ja. schon. Ich schaff das. Siehst du? Ich sag's ja. Ja, das war klar. Gesagt. Ich schaff das. Ja, ja. Sehr gut. Danke. War logisch, ne? Musste ja kommen. Dringend brauchst du dieses Gerät? Komm schon, wir haben es fast. Ich kann Wir nicht werden das jetzt Ohr nicht schneiden. Ich frag ja nur. Das ist ungeheuerlich. Ich konnte nicht mal dem sein Ohr abschneiden. Ach ja. Kerosin. Sehr schön. Kerosin brauchen wir. Weil wenn wir hier wieder auf Nester stoßen, mag ich das parat haben. Gucken wir nochmal fix hier. Aber hier ist nichts. Nee. Okay. So sind also die Freaks reingekommen. Da kannte wohl jemand nicht einparken. Die Luft ist rein. Okay. Na dann. Raus, raus. Shit! Mehr Barrikaden und zwar überall. Check die Gebäude. Mhm. Wir werden jetzt wahrscheinlich über das ganze scheiß Gelände gehen. Das wird Ich sehe das spaßig. Forschungsgebäude da drüben. Wir müssen einfach durch die Barrikaden. Okay. Hey, noch ein offenes Fenster. Okay. Na dann. Hier, ich heb dich wieder hoch. Aber diesmal... Finde ich schneller was, wo du hochklettern kannst. Schauen wir mal. Ja, ganz genau. Okay. Gut, warte. Hey, und versuch diesmal keine Schwärme anzulocken, ja? Na sicher. Alter, ist das ein Ich werd's Oschi. Ist das jetzt bei ihr? Sarah! Ja, das ist jetzt bei ihr. Da kann ich jetzt nichts machen. Ich kann leider nichts machen hier. Ich komme da nicht rein. Ich kann aber nicht helfen. Doch, so. Sarah, halt durch! Okay. Komm schon! Komm schon! Okay. Okay, jetzt kann ich was machen. Sarah! Verdammt, Sarah! Ja, wo ist sie dann? Sarah! Sarah! Nein! Verdammt, nein! Sarah! Sarah! Wo bist du? Komm schon, antworte mir! Wenn irgendwas passiert ist. Sarah! Ich werde
einzelnen von euch umbringen. Sarah, antworte mir! Ja, frag mich nicht, wo sie steckt, die Sarah. Ich weiß es nicht. Müssen wir wohl rausfinden jetzt. Sarah! Hey. Oh mein Gott. Es waren so viele. Es hörte nicht auf. Ich konnte Okay, nicht. alles gut, du bist okay. Hey, komm schon. Mir geht's gut. Komm, wir sind fast da. Doch hat sie mal ein ordentliches Massaker angestellt. Aber sie hat es überlebt. Immer hier. Aber ist jetzt auch wieder distanzierter und kälter. Sehr schade eigentlich. Ach ja. Aber... Das Wissenschaftsgebäude. Ja, sieht so aus, als hätten sie die Hütte von innen komplett dicht gemacht. Komm, es muss einen Weg reingeben. Ich stehe da mal Sache. Wirklich okay? Steht mal Sache. Ich gucke gerade mal, wo die letzte Ladestelle ist. Ihr liebe Leute. Automatische Speichern. Das war vor über 10 Minuten. Nee, ein bisschen weiter muss ich noch machen. War nicht mein erster Freak. Ich weiß, aber... Ach, scheiß drauf, ich würde Sache. Ah, wir können speichern. Aha. Okay, sehr gut. Wenn, dann möchte ich auf jeden Fall auch speichern. Da nehmen wir gerade neue Datei. Dann gucken wir gerade mal, ob das jetzt stimmt. 16:10 Uhr. Es ist 16:10 Uhr. Hervorragend. Am 1.10. Und ich stehe jetzt, ihr liebe Leute, nachdem ich jetzt hier speichern konnte, kann ich auch Aufnahmeende machen. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig an der Stelle hier. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.